in der neuen Zeit haben die uns hier einen großen Damm gebaut. Einen riesen hohen Damm, wie ein Haus. Aber das hat uns nicht viel genützt. Nicht? Nee, der ging ja bloß bis dahin und wissen Sie, das ging dieser Kohlenstaub, der ging ja oben durch und dann suppte ich wieder weiter. Und da ging ja bloß der Damm und da hinten ging auch der ganze Staub. Der ging trotzdem. Wir hatten manchmal so einen Sturm, wir haben von einem Haus zum anderen nicht gesehen, so war alles schwarz. Ach, das kann sich keiner vorstellen. Ich weiß ja nie, ob das überall in alle Tagebauer so ist, aber bei uns war es wirklich extrem. Hier hat man das. Oh, was denken Sie, der 26 und der 1600er, die haben gequietscht, das war unnormal. Ja, wo sollten wir uns beschweren? Wem sollten wir mal sagen, das ist zu laut? Wir haben bloß immer von Dreck geschrien, ich leg mich abends hin, ich kann ja nie den ganzen Tag das Fenster, wir können ja nie den ganzen Tag das Fenster zu haben. Kommt man abends rein, ein bisschen aufgehabt, dann war alles voll Kohlenstaub. Also sage und schreibe, die Fenster waren jeden Tag ganz schwarz. Von innen, von innen. Kinder hat mir was gesagt. Ich habe wohl hier mich manchmal so unterhalten, Mensch, das ist nicht mehr zum Aushalten hier der Stunden. Da haben mir die Genossen gesagt, die so unter uns waren, auf der Arbeit, es waren ja überall Spitze. Die haben gesagt, du konntest ja wegziehen, warum bist du nicht weggezogen? Das war die Antwort. Da wusste ich ja nicht mehr, was ich sagen soll. Und wenn jetzt der Westwind war, wissen Sie, was hier los war? So haben sie hier gestanden. Oh Gott, Ja. oh Gott. Und die abends waren die Augen zundenrot. Ach, du Und lieber Gott. jeder Arzt, der gekommen ist hier, die Enkelkinder haben alle mit die Bronchien gekriegt und dann haben die das sogar gewundert bei euch hier. Ja, die hatten alle Asthma. Alle Asthma. Ja, und haben sie dann nicht mehr überlegt, wegzugehen? Ja, die Ärzte haben Schweigepflicht gehabt und die haben uns gesagt, wenn ihr wollt die Kinder gesund behalten, dann müsst ihr wegziehen. Das kann sich keiner vorstellen, wie das hier war. Die jungen Leute haben alle gesagt, nee, was, nach Neurose zu Besuch, man ist ja nur dreckig, man ist ja nur schmutzig. Das kann sich ein Außenstehender, der das die ganzen Jahre nicht miterlebt hat, der kann da gar nicht mitfühlen, wie es uns hier ging. Wissen Sie was denken Sie, ich bin früher manchmal drinnen lang gegangen, jeden Tag, da war richtig dicke Schicht drauf, die hat richtig geschmiert auf dem Fensterbrett. Wenn so richtig windig war, so kam das durch. Und hier von unseren Nachbarn, hier von dem Herrn Joe, die Schwiegermutter ist ja viel hier, die hat immer gesagt, in Neurose wird man selbst im Bett dreckig. Ja, wenn das so richtig stürmisch draußen war, das kann sich kein Mensch vorstellen. Wenn man Wäsche hängen hatte und man hat das nicht geschafft, die schnell genug abzunehmen, dann konnte man alles nochmal waschen. Also, und jetzt in den 5 Jahren, das hat sich echt so geändert. Und so, letztendlich sagt jetzt sicherlich jeder, nee, jetzt will ich auch nicht mehr weg von Neurose. Bloß wenn der Tagebau auf uns drauf zukommen wird, weiß nicht, was wir dann machen werden. Also mein Mann würde sofort wieder den Weg gehen, um wegzugehen. Und ich würde da auch nicht Nein sagen. Erstmal, weil jetzt die Entschädigung auch ganz anders ist. Ne? Da haben sie nichts gesehen, das ist nie übertrieben. Das war wie in so eine Staubglocke eingehüllt. Also bis zu einem Bahndamm dort. So, und dann hatten wir haben ja dann bloß noch den letzten Rest vom Dreck abgekriegt. Aber dann konnte ich draußen wirklich mit meinem Lappen lang gehen und da war alles Kohle. So war das hier und das war über Jahrzehnte. Zu DDR-Zeit musste man richtig typischer halten. Das war ganz normal. Später wurde natürlich Rabatz gemacht und es wurde ja auch viel dann getan von Seiten der Lauberkerl. Die Bemühungen wurden ja angestrengt. Aber große Revolte machen konnte auch keiner. Da war immer die Angst am Arbeitsplatz im Nachhinein auch wieder da. Also jetzt sich großartig aufregen oder so. Wir machten das. Kann er gehen.